ganz organisiert am Kader von einer Ausstellung, die wir am Geschichtsmuseum haben, Born to be Wild, die schon seit Juni 2010 lebt. Für die Ausstellung zu machen, haben wir zusammen mit Jugendlichen geschafft, aus den verschiedenen Jugendkulturen, so aus dem Hip-Hop, aus dem Heavy Metal, aber aus dem Teil der Techno-Szene. Und die haben uns viel geholfen für diese Ausstellung. Und wir haben gedacht, wir müssten vielleicht mehr weit gehen, wie just hier Sachen an einer Ausstellung ranholen. Wir wollten ihnen eine Möglichkeit geben, sich selber auszudrücken. Und dann haben wir zusammen mit Alain Schinzer und Dan Gantrell, Alain Schinzer, den sich ganz gut an der Hip-Hop-Szene auskennt, und Dan Gantrell, den Expert an alles, was Skate heute Lützburg angeht, haben wir uns zusammen getan. Und dann haben wir am Anfang gedacht, wir gingen eine Ausstellung gegen sie machen am Museum. Dann haben wir mal gedacht, wäre vielleicht besser, wir gingen eine Ausstellung machen, da wo eigentlich die Jugendkultur sich abhalten. Und dann aus der Zeit den Platz gewesen, Hamilius, wo es am geeignetsten dafür wäre. Und dafür haben wir die Initiative geholt, die Ausstellung heute zu machen. Die Überlegung war am Anfang, ein Espace zu holen, den vielleicht nicht so interessant ist für die Leute, ein bisschen langweilig, wenn nicht viel lebt, und daraus einen Platz zu machen, wo es Leben ist. Die B-Boyen, die Leute, die seit Jahren Breakdancen, Sachen machen, und wo kein sich dafür interessiert. Und voilà. Ja, voilà. Und dafür sind noch Leute wie der Looping und dann andere Leute, die einfach B-Boy sind und die repräsentativ sind für Straßenkultur. Nicht nur mit B-Boy, mehr auch Skaters, Rapper, DJ, MC und alles. Aber wie gesagt, das Türen, die sich schaut, am Hamilius austrägt durch die Expo Rap Skate. Je pars en croisière, j'atterris dans un flashback. J'atterris dans un flashback. Quand je ferme les yeux. Jugendkulturen aus sich. Es gibt einen ganz guten Teil von den Jugendlichen, die nach immer seine Jugend an eine Jugendkultur auswirft. Sie wird am Hip-Hop, sie wird am Heavy Metal, am Techno, an all die verschiedenen Jugendkulturen, die es so gibt. Mes mimiques, toute l'équipe, nos disques et nos clips. Le soleil, le seul qui nous aide. Le sommeil qu'on perd. Die Underground-Szene bleibt immer artisanal. Das heißt, es wird immer ein Underground gehen, es wird immer ein Mainstream, der sich noch besser verkauft, den kommerzialisiert wird. Ich meine, das ist auch gut. Es gibt kommerzielle Artisten zu Lützburg, die immer mehr kredibel sind, immer mehr qualitativ sind und die auch an das Ausland rausgehen und sich weisen. Aber parallel gilt die Underground-Szene, die mehr artisanal ist, die ist nicht unbedingt immer super proper, aber das ist eine Szene, die kreativ bleibt, die innoviert und die mit neuen Konzepten kommt. Und ihr müsst wissen, alle Konzepte, die ich denke, kommerzialisiert wird, kommt immer vom Underground. Das heißt, da ist am Anfang die Basis von der ganzen Kreation, auch wenn die ganze Kommerzialisation nicht unbedingt da ist.